Hallo, Servus und Grüß Gott zur ersten bayerischen Selbsthilfegruppe. So, habe der benannt. Grüß dich, Tom. Grüß Gott. Darfst du Tom nimmer nennen. Da ist nichts passiert. Alles gut. Da schaut er schon wieder so zufrieden, gell? Da wohnen sie ein paar Jahre in Berlin und schon ändern sie ihren kompletten Charakter. Ja, Prost. Prost. Danke für die Einladung. Heute eine kleine Special-Folge, wenn wir schon angeteasert haben, mit dem Tom Hainun, Hitproduzent, Lebemann, Ja, Von Beruf Frauenversteher. Ja. all das zusammen vereint in eine Person. Das ist ja Teil unseres neuen Formats, oder? Ja. Haben wir einen Namen für unseren Format? Also es ist die erste bayerische Selbsthilfegruppe, glaube Das ich. ist ja garantiert die erste bayerische Selbsthilfegruppe, die jemals Mein Gott, das ist existiert. die erste Folge direkt nicht in Bayern. Also, Nein, wir haben Das schon ist- nicht gemacht. Also Pilotfolge gibt es schon. okay. Ja. Außerdem haben wir uns Berlin. Früher oder später sowieso noch. Ja. Ja, du lachst. Da gibt es genug Probleme auf jeden Fall. Ja, schon, ja. Ja. Sollen wir gleich mit den Fragen starten oder erst eine kurze Einweisung? So, wie lange wohnst du schon in Berlin, Tom? Lass die Leute teilhaben. Ich wohne seit 7 Jahren in Berlin. Hab davor 21 Jahre in Linke gewohnt. Okay. Genau. Gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, die sind in Berlin besser wie in Bayern? Immer essen können, rund um die Uhr. Ist auf jeden Fall ganz weit oben. Nachtleben, glaube ich, muss man auch nicht erklären. Dass es ein paar mehr Vorteile mit sich bringt, auf jeden Fall. Okay, du kennst die Bahnummer 19. Ich Oder kenne die Bar Bar. 19, ja. Kennst du das Klick? Ich kenne auch das Klick. Okay. Sehr kleines Revival mal wieder. Evis Eckerl kennst du auch? Kenne ich auch. Okay. Ist alles wunderbare Läden eigentlich, aber die machen halt auch irgendwann zu und dann haben wir irgendwann Durst. Ja, Das ist okay, das das, Problem. okay, das verstehe ich, ja. Na, gibt es andersrum Sachen, die du hier vermisst? Außer der Family vielleicht. Und den ersten. Was sagt das über mir, dass ich diesen Metro als erstes Nording da? Von aber- uns, ja, dann musst du das auch nicht sagen. Das weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Also ich finde, das Erste, was mir eingefallen ist Brezen. Ich weiß nicht, wie schwer es eigentlich sein kann. Es ist ja eigentlich seit Jahrhunderten gibt es wahrscheinlich Brezen. Und es in der ganzen Stadt, wo 4 Millionen Leute wohnen, das geht einfach nicht. Niemand kriegt einfach eine vernünftige Brezen her. Und das ist wirklich ein Problem. Und ich finde, da sollte sich jemand dafür einsetzen. Das ist ein globales Problem, aber es gibt ja, Ja. so viele Länder, wo, also Brezen sowieso. Also, warst du schon mal in Disneyland? Ich war noch nie in Disneyland. Disneyland verkaufen sie auch Pretzels, absoluter Albtraum. Aber Gebäck, und ich möchte jetzt nichts lostreten, da gedrappt auf gar keinen Fall. Ja. Aber Gebäck ist ja ein Grundsatzproblem. Ich meine, du kriegst das einzig wirklich gute Baguette kriegst in der Schweiz und Frankreich. Ist Fakt. Und versuchen wir irgendwo außerhalb von Deutschland irgendein vernünftiges Bauernbrot oder was in die Richtung herzukriegen. Es Weiß ist ich nicht, noch was nicht. Friedrich Merz letztes Jahr gesagt hat, dass es so, man merkt erst wieder richtig, wie schön es daheim ist, wenn man einfach sein Sauerteigbrot wieder hat. Okay, jetzt fühle ich mich scheiße, danke. Aber scheinbar hat er das gesagt, ja, da bin ich nicht so. Ja. Wenn er mal Wir auf sind Instagram vermehrt. folgt, weil er mir nicht folgt. Ja, schon. Aber, Absolut. also, ich habe ihm nur ein paar richtig böse Nachrichten geschickt, aber du kennst Ja, schon. das frisst da alles in sich rein und irgendwann wacht er nachts schweißgebadet auf und denkt sich, fuck. Glaubst du, Friedrich Merz hat schon mal in irgendeiner, auch nur so im Hintergrund, irgendwo schon mal Los Brutales Song gehört? Safe. Also der ist ein riesen Thomas Müller-Fan. Ja. Hat natürlich auch seinen Übertritt zu die Whitecaps gesehen und dann kann er gar nicht anders. Ja. Ich habe mich letztes Jahr gefragt, so, was ist so die bekannteste Person, die wo jemals vielleicht über Ohren gesprochen hat? Oder so auf dem eigenen Profil war? Du meinst jetzt, hast jetzt über dich selber mal gedacht. Ja, genau, habe ich einfach immer bisher gedacht. Ja. Was ist deine eigene Einschätzung? Also du hast ja doch hin und wieder mal Kontakt so als Fall. Ich meine, meine Lieblingsbeschreibung vom Tom war, als er gesagt hat, er hat hier in Berlin einmal Sammy Deluxe gesehen und er hat ausgeschaut wie so ein kranker Fuchs. Und ich weiß halt leider ganz genau, was er damit gemeint Er ist hat. ein Wolf, der sein Rudel verloren hat. So ist er, ja. Ja, schon, man weiß, er kann nur überleben, aber er hat schon einige Irgendwie. Fellstücke verloren. Na, war das seine Sorgezeit oder wirklich vorher schon? Also ich habe mir Sorgen gemacht auf jeden Fall. Ja. Aber was glaubst du, es gibt so aus irgendwelchen Gründen, man klickt ja manchmal einfach so random rum auf Instagram oder auf TikTok oder so Ja. Algorithmus, das ist ja sowieso übelst random, glaubst du, so jemand wie so Leonardo DiCaprio Type Beat hat schon mal irgendwas von Los Brutales gesehen? Oder sowas
Also ich kann es mir am ersten vorstellen, falls er, keine Ahnung, sich in irgendeiner Weise fürs Münchner Oktoberfest interessiert, dass da vielleicht mal so ein Bayern-Reel eingeschwappt ist. Aber ich glaube, wenn dann nur wegen dem TikTok-Algorithmus. Ja, aber das ist ja okay, das ist zählt ja alles. Es ist einfach nur die Frage, wie absurd es ist, dass so eine so untouchable Person schon mal so den eigenen Content oder das eigene Gesicht gesehen hat. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was international wirklich rübergeschwappt sein kann. Aber am ersten, sage ich mal, was Richtung, hast du gerade Oktoberfest gesagt? Ja, also ich gesagt, Bayern das oder Thomas Einzige, Müller waren jetzt so die Dinge, wo ich glaube, wo er nachweislich international erfolgreich ist. Also mein größter persönlicher und beruflicher Erfolg ist, als der Ding kommentiert hat. Der Hans Entertainment. Ja. Kennst du den Hans Entertainment? Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, also Ja, da wäre Gänsehaut am ganzen Körper. das war gehabt. irre. Überlegen wir jetzt unsere Anfangszeiten, Ja. wie oft wir rumgelaufen sind in unserem Büro. Und haben uns gefragt, ob wir mit den Hans Entertainment Moment Kalter Kaffee und Ziggy. Die Frage ist, wer ist jetzt abgefuckter? Wir arbeiten uns stark wieder vor. Also das war langer Kopf an Kopf. Er liegt Und im er hat uns wirklich gerade aktuell nur weit überholt, aber wir arbeiten stark drauf. Ich glaube, Vielleicht dass die nächsten 2 Nächte auch nochmal gut dazu beitragen werden. Vielleicht mieten wir uns auch ganz puff und haben am nächsten Tag Muskelkater, weil wir so viel gekriegt haben. Hat er das gemacht, oder? Ja. Okay. Sein Manager, der hat ihn immer so ein bisschen manipuliert, hat er quasi in so einer Doku erzählt. Mhm. Und da hat er sich eben allein einen Puff gemietet und dann hat er am nächsten Tag die Hüften wieder, weil er so viel gefickt hat. Nicht, weil er 4000 Kilo wiegt. Nein. Ja. Also, Ja. okay. Wir haben ja, du bist jetzt relativ hart eingestiegen, also wisst ihr überhaupt da draußen, wer der Tom ist? Das haben wir noch gar nicht Nein, ich gesagt. habe noch gesagt, die Leute- Starproduzent. Genau. Es ist unser Produzent. Und Das jetzt macht- wie Ja. Schon das Manitou hat er gemacht. Ja. Oberland Eicher-Massaker. Ja, ganz erste Nummer Leberkatz. Ja, also da wird es Nice. wahrscheinlich, wenn die meisten. Wayne Gwen. Ja. Dann, ihr kennt an unsere erfolgreichsten Songs ever, ein Weißbierbilly. Dieser Typ, Stravanzer. Stravanzer seit nahe vor. Ja. Ich muss dir ehrliche Frage stellen zu Atomsumpf. Stravanzer. Ja. Wir hören uns das nach wie vor gern an. Ja. Warum hat keiner von uns, also hast du damals auch nicht gehört oder warst du nur höflich, dass einige Vocals gesangstechnisch so unteilt waren? War dir das einfach nicht bewusst oder hast du gedacht, das ist künstlerische Freiheit? Oder wolltest du halt einfach uns nicht vor den Kopf stoßen? Ich glaube, ich habe vielleicht damals einfach noch nicht das Scheren-Tool bei Logic kennt, in dem ich so Audioclips schneiden kann. Ja. Ja. Weil jetzt ist natürlich 80% von meiner Arbeit ist ja einfach nur probieren, dass es irgendwie halbwegs an Time ist eigentlich. Nein, ich meine tatsächlich wirklich, Tonal. die Töne haben wir einfach auch nicht offen. Weiß ich nicht, vielleicht hat meine Autotune-Version einfach das das hat irgendwie. Aber ich glaube, Genau, Stravanzer war wieder so ein Song mit 46.000 Spuren im Refrain. Ich glaube, da resigniert man dann einfach irgendwann vielleicht. Ja. Muss Kann das sein. Wort für die zu ergreifen. Ja, sonst eigentlich viel Sachen vom Album Stammtisch jetzt Volume 1. Ja, da waren das war ja eigentlich unser letzter Berlin-Besuch, oder? Als wir Ja, dann wo wir das mehr oder abgemischt weniger haben, fertig gemacht haben. Also abgemischt. Also wir sind hinten gehabt und der Thomas abgemischt und haben gesagt, Also am zweiten Tag ist der Kid Rap auf der Couch eingeschlafen, weil wir bis 6 in der Früh gesoffen haben. Und dann haben wir aber eigentlich nur einen halben Tag beim Tom gebucht gehabt und der hat halt einfach die Zeit abgeguckt. Der Tom und der Kid Rap dann sowieso. Also du hast nicht lang geschlafen, aber du warst. Also, immer wieder mal 10 Minuten. aber egal, also Rückfragen hat also sind nicht Das hat ja nur beantwortet. deswegen das Mal funktioniert, weil ich halt nicht jetzt mal mitgesoffen habe. Stimmt. Weil das Mal davor waren wir auf jeden Fall mal Ja. länger und halt den Fehler gemacht hat, unter die Session Dog halt auch saufen gehe. Ja. Und ich kann mich darüber erinnern, dass ich in geistiger Vernächtigung dann einfach irgendwie aufgewacht bin und gemerkt habe, wir haben uns eigentlich vor 1,5 Stunden getroffen. Stimmt, du hast einmal verschlafen, gell? Ich habe verschlafen, ich habe gespielt. Wir waren da, gell? Wir waren ready. Ihr wart gewesen. da, ich war ready, ich war nur einfach die Kloschüssel am Umarmen. Ja. Ja, das war das bei dem UNO-Skandal. Glaube ich, das war der Haupt. Ja, Ja, stimmt. das Ja. habe ich mal erst Mal wieder Ski drin gemessen. Ja. Ja. Verstehe. Aber ich bin auf deiner Seite, gell? Verstehen wir doch nicht falsch. Ja, ich finde, das ist dann immer, da kann man immer drüber reden. Wie heißt Das die- hab ich noch nicht Wie heißt die geklärt. Barkeeperin? Wir haben letztes Mal gerätselt, ich habe gesagt, Ich- okay, aber Ja, ich glaube, es ist Bertha, Elke, es ist irgendwas es mit muss- E auf jeden Fall. Es ist kernig. Es ist kernig auf auf jeden jeden Fall, ja. Sie hat dann halt auch an Tobi zwickt auf jeden Fall. Das war, weil du irgendwas wolltest, du wolltest nach der Happy Ja. Hour noch einen Futschi oder Ich, sowas. ich habe oder? einfach nur gefragt beim Raus. Da waren wir schon fertig, oder? Oder war das Nein, so ich glaube, wir wollten vorbeigehen? gerade wieder rein. Wir sind in irgendeinen Späti oder so gegangen und dann. Dann habe ich gefragt, warum da draußen steht, dass der Futschi 1,50 gekostet und der Futschi hat halt drin 3,50 gekostet. Und dann Bist du hat leid, sie was gesagt, ein Futschi ist eigentlich?
Ich glaube nicht. Wir haben schon mal versucht zu erklären, aber ich Mach gebe du nochmal bitte die nochmal. offizielle. Ich glaube, es ist halt einfach ein Rüschel. Aber ja, Cola Korn, oder? Ja. Weinbrand. Ja. Oder Korn. Na, Korn, Ein Korn. glaube ich. Und der Rüschel ist Oder? ja bei uns in Bayern ja alles Goldkrone? Mögliche. Was ist Goldkrone? Schon nicht mehr noch. Na, Keine Ahnung. ich habe gedacht, das Futsche schon irgendwie Ich glaube, das ist Cola Korn. maximal hängen bleibt der Schnaps. Also alles, was du mit Korn mischst, ist Ja. maximal hängen bleiben, meiner Meinung nach. Weinbrandverschnitt. Ja. Culture. Boah, jetzt haben wir wieder blamiert. Na, Siehst du, ich bin nirgendwo angekommen. na. Weder in Bayern noch da. Einfach, ich bin einfach einsam. Der Hybride, ja. Ich bin einfach ein einsamer Wolf für das Ja. Deluxe. Ja. Ich habe sie gefragt und dann sagt sie, ja, ob ich komplett dumm bin, weil da gestanden ist, nur zu dir. Aber so klar ist das da gestanden. Ich bin 200 Jahre alt, wie soll ich das lesen? Ich habe keinerlei Brillen oder Kontaktlinsen dabei gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwas meiner Meinung nach lustig gesagt und dann hat die mich so fest zwickt wie noch nie irgendjemand. Und die ist ja mir bis hierher gegangen. Ja. Mir. Ja. Das ist echt, und die ist so fest zwickt. Ich würde jetzt zur Weißt, Vernunft bringen. Wenn ich dran denke, es gibt 2 Schmerzen, die in meinem Leben nie für 3 Schmerzen. Ja. Das ist einmal, als mir eine Qualle ein Nippel, mein Nippel berührt hat. Heute, wenn es wieder einen Umschlag kriege, ich Gänsehaut. Also das ist so oben. Das ist für mich oben, ja. Wo ist der Zwick? Der Zwick ist tatsächlich auf 2. Okay. Der ist krass. wirklich auf 2 und auf 3 ist das wie ein Golfschläger ins Gesicht. Weil also dieser Zwick, also den Golfschläger, der war ja wesentlich jünger, den habe ich noch in Erinnerung, aber spüre ich nicht mehr. Aber den Zwick, ich schwör's dir, Okay. ich weiß genau, wo er war. Da, Ja. da. Geht's so wie im Harry mit dem. Ja, richtig. Also jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, ich fühle ihn wieder. In Regensburg beim Eröffnungskonzert ist er. Ich hab mir nochmal ans Harry Potter mit Nein, Voldemort. nein, von Fabi ist jemand hergekommen von seinen Zuhörern, ich nenne die jetzt nicht namentlich, aber du weißt, wer gemeint ist, und hat den Harry begrüßt und hat ihn einfach in seinen rechten Nippel bissen. Und dann hat er gesagt, hey, das hat echt weh. Und dann hat er noch den anderen Nippel bissen. Weil es unser blonder Späßchen. Ja, genau. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja gut, also Ja, das muss er gleich nicht haben. Das war doch das Lustige, weil er ihn gefragt hat, das magst du nicht so gern, gell? Und dann sagt der Harry, nein, dann hat er den anderen Biss. Ja, das willst du machen. Ja. Was trinkst du heute eigentlich? Was trinkt ihr eigentlich? Wir trinken heute leider keinen Schönrammer, weil das gibt es ja nicht und wir haben es im Zug nicht mitnehmen können. Also, bei all der Schönraumerliebe, muss man jetzt einfach mal sagen, wenn ich im Ausland bin, Ja. so wie heute, dann ist es absolut in Ordnung, wenn man sich einmal umorientiert und was Neues probiert. Und das ist, glaube ich, das Beste, was Berlin zu bieten hat, oder? Das ist ein Sternburg Export. Ja. Kostet im Späti. Wie lange haben die Spätis eigentlich so auf hier? Kommt drauf an, wo, aber zwischen 1, 2, 3. Stark. 1 Euro. Das hat 1 uns mal Euro im 40 Einkauf. gekostet. Ja. Du machst die ganze Geschichte kaputt. Ja, Ja, ist wollte korrekt. man- ist mir wichtig, dass das die letzte Tourismus. Aber das letzte hat 1 Euro straight gekostet. Ja, Du kriegst es für 1 Euro im Späti, nicht in jedem Späti, okay? Entschuldigung. teilweise kriegst du es für 1 Euro. Größtenteils. Ja. Nein, weiß ich nicht. Ich weiß Wenn ich nicht fest bin, ich hab Angst, Während der Gustl oder Degernseher, was du herkriegst, 2,50 gekostet. ja, und da ist So. mir dann, Ja. da bin ich mir dann selbst, liebe ich mich nicht genug, dass ich da jetzt für Augustina, Ja. When in Rome, do as the Romans. Ja. richtig. Jetzt haben wir eine Viertelstunde hier ein kleiner Smalltalk gehabt, dann Genau. wirst du die Probleme für die Leute lösen. Ich habe hier eine sehr lange Nachricht. Ja, Magst du vorlesen? Sehr gern. Kannst flüssiger lesen. glaube ich nicht. Mit Aber die- namentlich nicht erwähnt werden. Das hätte ich da wahrscheinlich schon gelesen. Ich weiß nicht, ob es gleich anfängst mit. Jetzt habe ich keine Nachricht schon. Habe die Servus. Okay. In einer Story kann ich nicht genug schreiben. Für die Selbsthilfe. Östrogen im Bier, was soll das? Das ist eine Überschrift. Immer wenn ich zu viel, in Klammern gibt es eigentlich nicht, trink, rede ich nur noch ein Blödsinn und kann nicht mehr Auto fahren. Sollte ich meinen Körper dazu zwingen, noch mehr Testosteron zu produzieren? Wenn ja, wie? Bitte hilft's mir. Falls ihr diese Frage beantworten wollt, bitte nennt's nicht meinen Namen. Nennt's einfach Schwenglus Koni oder Schwanzus Langes. Danke für euren Scheiß, den es produziert, und ein schöner Gruß an den. Okay, also er denkt quasi, dass, weil die Frauen alle die Pille nehmen, das ins Wasser kommt durch einen Urin Ah, und das dann zum Bierbrauen hergenommen wird, Ja, dass ach so. deswegen Östrogen im Bier ist und Ja. er aus diesem Grund schlecht Autofahrt. und nur noch Scheiße labert. Richtig, und sehr, sehr gern Kot isst. Ja. Das hat er nicht geschrieben, aber gedacht. Was war der Lösungsvorschlag, Tom?
Also ich muss sagen, ich finde, es ist eher eigentlich kein Problem. Es ist eigentlich wie so, du kriegst was geschenkt. Du bist jetzt eigentlich, also umsonst kriegst du noch was geschenkt dazu zu alle anderen Sachen, die wo noch im Trinkwasser drin sind. Das ist quasi wie wenn du zweisprachig aufwachst. Richtig, genau. Du kriegst einfach nur so ein bisschen, was die Leute so sonst konsumieren, ist ja alles mit drin. Ja. Und ich meine, wenn man sauft, dann mag man da auch Scheiße labern. Also, Das bedeutet, was der Schwendusconi sagen wollte, ist einfach nur Danke, oder? richtig, ich glaube auch. So wird das wahrscheinlich sein, Schwendusconi. Und ansonsten halt nur das Bier aus Bergkristallwasser gebraut in Glasflaschen, nicht Plastik, weil da sind die ganzen Mikroplastikartikel drin. Und auch nicht aus Halt die nicht grünen Flaschen. Da gibt es ein gutes Video auf YouTube über jemanden, der sich brutal lange über das Bier brauen oder über die ganze Industrie aufregt. Aber man muss jetzt einmal ehrlich sein, ich meine, jeder hat sich ja schon mal gewünscht, zumindest für einen Tag eine Frau zu sein. Und wenn ich das, und das habe ich gemeint, darauf willst du hinaus, wenn ich das krieg, das Bier trinken, dann sage ich einfach nur Danke. Vielleicht kann ich dann auch 18 Mal kommen. Ich finde, es ist eher halt eine Motivation, mehr Bier zu trinken. Ja. Damit man endlich diesen Zustand erreichen kann. Ja, Ein bisschen Östrogen, der uns alle mal nicht schauen. nein, ist ich meine, die ganzen Hitzköpfe da oben haben ein bisschen entspannt. Ganz Gell? genau. Das ist Säbelrassel, ich will Grönland, du willst Grönland. Ich will Grönland. Habe ich heute erst im Zug ein großartiges Reel gesehen und es gibt Ja. nichts Besseres als ein Reel nachzuerzählen. Ja. Und da sind sich eigentlich alle einig. Und da ist auch drum gegangen, sage ja, weil der viel behaupten, ja, wenn Frauen an der Macht waren, da es weniger Krieg geben und er hat dann einfach einen sehr schlechten Telefonanruf. Ich habe gehört, ich hab genau gesehen, wie du Frankreich angesehen hast. Das war sehr unangenehmes Reel. Okay, die nächste Frage, glaube ich, kannst du sehr schnell beantworten. Es sind lauter schwierige Fragen. Was hilft gegen Bierschiss? Wie vermeiden? Kein Bier trinken ist keine Option. Viel Kohlenhydrate. Fibers, Okay. oder? Irgendwas, was es bindet, damit es nicht so Na, rausgeht. Ballaststoffe, ja, Porridge. vielleicht viel so Kernelbrot, Ja, viel Roggen. Ja, Dinkel. Dinge, die binden. darf Ja, ich nein, einfach- like den Podcast. Jedes Mal, wenn du saufen gehst, einmal so Durchfalltabletten fressen. Ich finde, man soll den Bierschiss mit offenen Armen willkommen heißen, weil irgendwie ist das eine kleine Auszeichnung. Weil ich habe das große Glück oder eigentlich das große Pech, dass ich diesen Orden des Bierschisses am nächsten Tag sehr, 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 sehr selten habe. Und dann zweifelt ich natürlich an mir selber, weil offensichtlich, wenn alle meine Freunde, die mit mir am gleichen Tag unterwegs waren, Ja, einen Bierschiss haben und ich am nächsten Tag nicht, was sagt das über mich aus? du bist abartig. Genau, ich bin abartig und ich habe zu wenig gesoffen. Oh, wow, fuck. Ja, wir waren gerade Burger essen. Dieser, Was man dazu Entschuldigung, sagen? dieser Smashburger. Ja. Okay. Also, wir nennen einfach keine Namen, oder? Ihr wisst ja, wenn traurig. euch geholfen wird. Traurig, aber es ist wirklich die Frage gestellt worden. Mein bester Freund stellt sich regelmäßig an McFish. Wie gehe ich damit um? Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, aber ich habe gesagt im Podcast, dass Leute den McFish jetzt nennen. Die Kontrolle über ein Leben verloren Das sind haben. wir auch von Grund auf suspekt. Ja. Aber Was das zu malen? Hot Take, ich finde geil. Echt, okay? Ja, Mann, ich finde es wirklich geil. McRib? Finde ich überhaupt nicht geil. Nicht, au. da Glaubst du, wir gern werden jetzt- keine Freund mehr? Also, Nein, ich glaube, was McDonalds angeht, dann nicht. ich habe mit dem MJ letztens geredet und da hat der Tom ihm auch zu 100% recht gegeben. Er hat gesagt, sein absoluter Lieblingsburger beim Mackie ist ein Big Mac. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wann ich schon jemals jemanden getroffen habe in letzter Zeit, der einfach sagt, er hat gesagt, er nimmt immer einen Big Mac. Ja. Und das ist, versteht mir nicht falsch, ein solider Burger. Aber ich weiß nicht, es ist halt einfach ein Big Mac. Ja, und du hast ja gesagt, Big Mac Beste. ja, also ich meine, ist ja der Sure Shot. Ja, ja, ja. Ich muss Big Mac und mich verbindet eine kleine Geschichte, weil der Big Mac war der erste Burger, den ich so übergangsmäßig vom Happy Meal zum richtigen Menü quasi Oh. genommen habe. Wow, du Ab bist und zum zu Mann mal- geworden. Ab und zu mal vom McRib von meiner Mama bis. Ja, aber das cool, McRib ist einfach so. Ist auch Eine Frau soll, okay, wir sind uns einig, eine Frau soll keine McRib essen. Was, ich finde es so ein Boomer-Ding einfach, oder? Ja, voll, Also ja. niemand so vor Ja, du stellst. 50 Ja. ist so wirklich, Ja. ist so Hyde McRib.
Ich habe vor ein paar Monaten das erste Mal einen McRib gegessen. Und ist ich habe solide. hab ihn nicht schlecht gefunden, aber Ja. ich kann ihn halt aus Aber- Prinzip nicht essen. Aber wenn du einen McRib isst, dann musst du ihn auch nennen, wenn die Boomer nennen, und zwar ist es ein McRib. Ja, McRib. Und wenn man ehrlich ist, ist das Geile eigentlich die Sauce, weil das Fleisch ist einfach auch nur eklige Es schmeckt ehrlich gesagt wie Ribs. Ja. Ja. Bei der würde ich nicht drüber nachdenken. Man muss vielleicht dazu sagen, dass an niemand, der älter ist wie 10 Jahre an McFish bestellen sollte. Ja. Ja. Na, Wir haben aber die Frage nicht beantwortet. Wie soll man dem umgehen? na gut, also Tom dann daten, Ja. Ja. so Sowieso der geil. Abhänger. Ja. Ist schwierig, ja. Call me. Können wir das Innen nicht das, was der Tom übrig Call lässt. me. Ja. Wie kriege ich Schwachschwaber überzeugt, die am Tag danach das Guten Morgen Weißbier ablehnen? Hasse. Schwierig. Aber- Naja, ich meine, vielleicht mag er ja was anderes an die Leute. Vielleicht ist es ja in jeder Beziehung, das werdet ihr auf jeden Fall am besten sagen können, übereinander, man geht da wahnsinnig viel Kompromisse ein. Und vielleicht ist es dann halt der eine Kompromiss, mit dem man leben muss. Vielleicht kann die andere Person irgendwas anderes richtig gut für den Saufkontext einfach. Jeder zusammen Fahren. auf die, richtig, Ja. genau, fahren am nächsten Tag, Ja. Das ist stark, ja. oder? Stimmt, ja. Also er bleibt nüchtern, er für das Team bleibt er nüchtern. Ja. Ich muss jetzt auch sagen, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo es mir bei manchen Leuten egal ist, ob sie nichts trinken. Solange wir fahren. Ja, das stimmt. Ja. Da hast du Also recht. früher Also- habe ich so versucht, jeden zu überzeugen. Mittlerweile denke ich mir, gut, ist mir doch egal. Nein, war bei mir nie so. Also, ich wollte, dass die wichtigen Leute mit mir saufen. Ja. Das einzige Problem, das ich immer habe damit, wenn Leute nicht mitsaufen, habe ich ja schon 100-mal erwähnt, ist, dass die Leute halt nur genau wissen, was an dem Abend passiert ist. Und es gibt immer ein paar Arschlöcher, die dabei sind und die nüchtern sind. Und dann sagen, weißt du schon, was du gestern gemacht hast? Dann sage ich, nein, weiß ich nicht. Ja, aber Weil ich andererseits besoffen war. ist doch auch geil, weil dann hast du so jede Gruppenracht so einen Chronisten, weißt du, der sich an alles erinnern kann. Aber einen stillen Chronisten, bitte. Keinen, Ja, aber- der es davor wirft. Na, vor Ich mein, sowieso er nicht. darfst da gern sage ich mal, aufführen, was los war. Ja, bin ich bei dir. Aber ich möchte keinen Vorwurf in seiner Stimme hören. Fair. Also ich würde sagen, Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Ja. Ich schaue, es sind nämlich viele ähnliche Fragen. Sehr viele ähnliche Fragen. Das sind 30, 40, 50 Ja. Dinge. Vielleicht magst du dabei erzählen, was du hier Feines trinkst. Wir haben beide auch schon probieren dürfen, der Kid Rapper und ich. Ich trinke ein erfrischendes Bier. Ein Blanc 1664. Ist wie ein Radler, was nicht hier ist. Für mich ist das mehr so wie ein bisschen wie ein Alkopop. Ja. So, Ja? schmeckt ein bisschen, ja. Oder wie Das ist einfach Urlaub in meinem Mund. ein Wembel. So in die Richtung. Ah, Was? okay. So, ein Wembel, so ein Wein, weiß nicht, wie man beschreibt. In Wembley nicht. Nicht, das Nie ist so gehört. Kohlensäurewein. Ja, also für mich, also es schmeckt null wie Bier für mich, aber ich feiere es. Also ich habe zum Tom vorher schon gesagt, das sage ich mal bei 32 Grad in so einem ägyptischen Ressort neben die Russen Ja. auf der Liege. Aber wenn ich es trinke, da ich erst mal nicht denken, dass es ein Bier ist tatsächlich, Nein. sondern aber wie so, ja, so Felddienstmäßig. So, da gehe ich mit davon. So fühle ich mich halt. Mein Spezi hat schiefe Finger vom Wichsen. Was ist Kann aber das nicht Bier gehört, nicht, mein Spezi hat schiefe Finger vom Wichsen Ja. und kann das Bier nicht mehr aufmachen, was tun. Die andere Hand nehmen. Oder ihm helfen, einfach so. Also ich da auch sagen, Beim Wichsen oder? Nein, beim Bier aufmachen. Also, Oder auch noch 10 vielleicht. Also, ich sag dem Ableismus am Kampf aussagen und einfach den Menschen in sein Leben weiter. oder im so Eigen- dass es mit seinem Schließmuskel einfach öffnen kann. Das war genau, Lösungen finden, da hast du Ja. auch wieder recht, ja. Stärken, stärken. Ein Drehverschluss vielleicht. ja, oder Dosenbier. Dosen. Mit dem Mund. Also ein Dosenbier kannst du fast egal wie schlecht deine Zähne sind. Mit dem Mund aufmachen. Ja. Oder sie Dosensteher. Ja. Er findet eine Lösung. Oder er geht halt in eine scheiß Wirtschaft und da wird es ihm eingeschenkt. Ich finde, wir haben einen guten Lauf. Ja. Schon Problem nach Problem. Zack, zack, zack. Kommt Krone- gut. Chronischer Zeitmangel um halbe zum Trinker und zwing halbe zum haben. Na, also zu wenig Zeit zum Bier saufen. Das ist eine Ausrede. Genau, Ja. absolut. 100%. musst deinen Muss man Tag- gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Das ist wie wenn du sagst, du kannst keine Zeit mit deinen Kindern verbringen, du hast keine Zeit Sport zum Treiben, du hast Ja. für die ganzen wichtigen Sachen
Schwachsinn. Du hast immer Zeit, Bier zum Saufen, wenn du willst, also halt's Maul. Ja, ich letztes Mal da so eine Motivationsrede von einem Basketballspieler gesehen und der hat gesagt, ja, alle haben dann gefragt, ja, warum er so gut im Basketball ist und der hat gesagt, er spielt jeden Tag in der Früh, nach dem Aufstehen spielt er halt eine halbe Stunde Basketball und das hat sonst keiner gemacht und deshalb war er besser im Basketball wie alle anderen. Deshalb, Hard Work ja, beats Talent. ja, schon, fürchte nicht den Mann, der 1000 Schläge gemacht, irgendwie sowas. Der 1000 Schläge einmal geübt Ja, hat, also, sondern den Mann, der eine Einfach schlägt einen Wecker tausendmal. früher stellen, schon, ja. oder? Halbe Stunde. Ja, mach nichts mit deinen Loser-Freund, hock dir allein in die Garage und trink 15 Das wäre wahrscheinlich der Typ gewesen sein, der so viel wächst und der hat das mit der Zeit stimmt, mit ja. Bier saufen. Ja. Jetzt habe ich mich verdruckt. Das iPhone, ja. Keine Ahnung. Wie bekomme ich am besten einen langweiligen Arbeitstag rum, in Klammern Einzelhandel? Ich darf kündigen, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast. Und es ist nicht einmal ein Scherz. Das ist nicht einmal ein Scherz. Wenn du in einem langweiligen Job arbeitest und kein kompletter Volldepp bist, dann such dir irgendeinen Job, der dir Spaß macht. Und vielleicht wirst du am Anfang weniger verdienen oder vielleicht einmal gar nichts verdienen, aber es ist einfach das falsche Lebensmodell zum sagen, du arbeitest jetzt die nächsten 40 Jahre am Job, den du hast. Und auch wenn du sagst, na, es ist schon ganz okay, dann probier mal was anderes aus. Und wenn du sagst, okay, na, das ist auch nichts für dich, dieser Drecks andere Job, dann gehst du wieder zurück in den Einzelhandel. Du findest immer was. Ich Das habe ist noch mein nie Tipp auf einen Job lange Sicht. gekündigt und hab's bereut. Ich auch nicht. Man hat immer nur Bedenken, dass es irgendwie dann nicht hier hat oder dass das doch cool war, aber meistens war es einfach nicht cool. Weil kenn das ja niem- gar nicht Gedanken machen, ob es cool Keiner aus meiner Umgebung, wirklich, ich Ja. kenne niemanden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aus meiner Umgebung, der ja eben seinen Job gekündigt hat, um was Neues zu starten und danach unglücklicher war als davor. Keinen. Kenne ich keinen. Ja, und selbst wenn die Person, die das schreibt, irgendwie halbwegs jung ist, Na, keine Ahnung, probier ein Jahr irgendwas aus oder 2 oder 3, am Ende ist das doch Ja. scheißegal. Und wenn es nicht hat, dann mach wieder was anderes. Aber das Leben ist gleich viel zu kurz für einen Scheißjob. Für einen Einzelhandel. was war dein nervigster Nebenjob, falls du sowas mal gemacht hast? Ich habe mal in meiner Studienzeit so Ton geangelt bei Pornodrehs. Okay. Wieso kennen wir die Geschichte noch nicht? Das war Das am, ist das Coolste, was ich von dir gehört habe. Du hast gesagt, das ist der nervigste. Wow, ich habe noch nie so viel Achtung vor dir gehabt. es war am Anfang sehr spannend tatsächlich und irgendwann ist es tatsächlich sehr nervig geworden, weil es einfach unglaublich anstrengend ist. Weil du natürlich sehr lange eine Position heute Ja. hast. Also ich weiß nicht, ob Leute wissen, wie das so abläuft, aber wenn du Ton angelst, hast du die ganze Zeit, was man so kennt aus dem Fernsehen, dieses Ding über dir. Und also es war sehr spannend für den Einblick in so wie so ein Porno drin, wie so professionell das abläuft auch. Und wie lang die Leute einfach dann so in einer Position ficken können. Das ist crazy. Ja. Also die Leute haben länger gefickt wie ich das Ding heute noch können. Also eigentlich eine ganz gute Analogie und das war jetzt irgendwann Die haben wirklich nervig geworden, weil vor allem du bist ja die ganze Zeit nur von Sex umgeben einfach Ja. und du bist ja aber nur so stiller Teilhaber. Wer hat's dabei gerochen einfach. da? Sehr ölig. Wahrscheinlich wie bei P. Diddy da am Stellen. Okay, Okay. Das bedeutet, die Leute haben in einem Teig länger gefickt als ich mein ganzes Leben lang wahrscheinlich. So Höchstwahrscheinlich, von ja. Ausdauer. Die haben länger hochgehalten, wie ich hochhalten haben können. Fuck. Und ich weiß übrigens, was ist der Tonhang zum Halten, das muss ein Albtraum Das sein. ist unglaublich. Also vor allem, wenn es jetzt, ich weiß nicht, wie schlimmer, so professionell, es abgelaufen ist, wahrscheinlich hast du auch noch eine sehr schwere Tonhangel gehabt, oder zumindest keine Aber von schon den Carbon. großartigen Carbon-Dinger. Aber auch selbst wenn du da, ich weiß nicht, wie lange die da am Stück ficken, aber selbst wenn du nur in Anführungsstrichen, ich habe das für Interviews machen müssen, Interviews sau nervig, wenn du nur 5 oder 10 Minuten so ein Ding halten musst, das ist ein Albtraum. Ja, es Also ist das- ja da die unnatürlichste Position, die wo du irgendwie haben kannst. Also Ja. du kannst nur so viel irgendwie trainieren gehen, was ich nicht mache. Ja. Aber ich stelle es mir so vor, dass es dann trotzdem nichts even darat, auf jeden Fall. Da kannst du auch schwierig deinen Ständer verbergen, wenn du so da stehst. Das stimmt, ja. Wärst du abgestumpft, also das am Anfang war es spannend, hat es irgendwas gegeben, was du sagst, also das war jetzt einfach wirklich richtig geil. Gibt es einen besonderen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, okay, da hätte ich jetzt gern ein kleiner Switch mal, dass er oder sie den Ton angehört. Ich glaube, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, nicht einfach zum Warner, weil meine Arme einfach so eine komische Position eingenommen haben. Okay. Ja, Das hat jegliches Lustgefühl überdeckt. ja seitdem kann ich ja nicht mehr. Porno schauen oder insgesamt? Alles, außer er steht jemand mit einer Tonangel. Ja, schon dann brrr. geht's. Ja. I'm back in Okay.
Erinnert mich nicht mehr an die Frage. Nerviger Job. Ja, genau. Ah, Ja. Inakzeptanz von Frauen, dass wir nicht viel reden müssen und trotzdem eine Gaudi haben, weil wir nicht viel reden müssen. Die Frage ist jetzt du beantworten. Warum? Weil ich insgesamt wenig rede. Ja. Ja, mein Prozess hat es gesagt, gell. Und Also dann, aber ich glaube, dass es ein Mythos ist, dass man unter Typen wenig redet. Also, wir reden schon viel. Wir reden halt weniger über Scheiße. Über Belangloses. Ja, Wie gesagt, das sehen wir jetzt natürlich nicht so wahnsinnig, wenn jetzt hätte ich ja, sage ich mal, eine Freundin aus dem Einzelhandel und die jetzt sagt mir, ja, da haben wir heute eine wieder einen 50er statt um 10 rausgegeben. Das ist eine Geschichte, die mich nicht interessiert. Ja. Aber das kann natürlich eine abendfüllende Geschichte in so einer Frau rum. ja. Ich habe mir halt auch gedacht, wo wir im Zug gekommen sind, Ja, und da waren Wahnsinn. zwei so Buchhalterinnen so ein bisschen gegenüber von uns. Und ich habe mir gedacht, wow, fuck, also, ich finde es faszinierend, dass nicht eine von euch einschlaft. Also, das war, Ich war fast eingepennt. Ja. Ich bin eingepennt. ich habe dann irgendwann Kopfhörer rein, du weißt. Ich habe aber offen lassen, weil es mich irgendwie interessiert hat. Ja. Weil es so langweilig war. Ich habe es sehr, sehr, sehr amüsant gefunden, weil eine hat die ganze Zeit Hochdeutsch geredet und der Gegenüber hat voll baudet. Richtig, ja. Und dann hat es auch wieder umgeschwenkt. Das war auf jeden Fall nicht zu beobachten. Ne? Aber sonst, ja, ich glaube, du musst einfach drauf scheißen, was die Weiber sagen. Das ist, glaube ich, mein Tipp da. Und einfach mal, was du willst. Und umdreht natürlich genauso. Falls ihr Frauen seid und Männer euch voll labern. Okay. Löst's mein Alkoholproblem. Täglich 2 bis 4 Bier scheint mir viel für einen Sportler. Er hat in Klammern auch geschrieben, wie oft er Sport macht. 5 Tage pro Woche. Dann bin ich auch Sport. Ja, das ist zu viel. Ich kann dein Problem nicht lösen. Nein. Meine Empfehlung ist, macht ihn natürlich offiziell, nicht nur offiziell, sondern auch offiziell. Macht ihn natürlich trotzdem zum Alkoholiker. Aber meine Empfehlung ist, Stichtage. Das bedeutet, die zu fokussieren auf Events, aber das nicht in den wäre kein funktionierender Alkoholiker, dass du jeden Tag saust. Wie ist das Das bringt's nicht. Es lohnt sich nicht. Schau mal, wenn du sagst, du trinkst jeden Tag 2 bis 4 halbe, dann lohnt sich das absolut gar nicht. Null Lustgewinn bei 2 halbe. Und ja, wenn du jeden Tag so wirklich 4 halbe trinkst, dann wirst du auch 4 halbe nicht mehr so wirklich spüren. Also sauf lieber am Wochenende 10 halbe. Das sowieso saufen darfst, auch wenn du unter der Woche eine 4 halbe jeden Tag Wahrscheinlich, saufst. ja. Und freu dich da drüber. Das heißt, wie wenn du keine Süßigkeiten isst. Du freust dich viel mehr dann am Wochenende drauf. Wie war der dein Tipp? Weil du hast ja in Berlin wahrscheinlich täglich die Möglichkeit, irgendwie steil zu umgehen. Ist das dann schwieriger zu widersagen, sage ich mal? Brauchst du ja wahrscheinlich die Bubble oder die Leute, die dann mit dir. Oder hättest du jeden Tag jemanden hier in Berlin, der mit dir saufen darf? Es gab auf jeden Fall jeden Tag irgendeinen Anlass oder irgendeine Ja, fuck. Möglichkeit zum Saufen auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde, es ist eher eigentlich, spricht eigentlich für Erben. Also es ist eigentlich wie so Biathlon, oder? Also er ist Biathlon. Biathlon. Er ist einfach sehr sportlich in der einen Geschichte und auch sehr sportlich in der anderen Geschichte. Und dass er es weiterhin gut durchhalten kann, sage ich eigentlich Respekt. Er ist eigentlich Sportler auf jeder Ebene. Na, Ich finde, er soll genauso weitermachen. stay strong, brother. Ja. Wir schaffen es beim Skifahren, haben wir gelöst, oder? Ja, voll. Wir schaffen es beim Skifahren nach dem Mittagessen nicht mehr aus der Hütte. Legitim oder was machen? Legitim, deswegen geht man Skifahren, meiner Meinung nach. Skifahren ist nur so das kleine Zuckerl, beziehungsweise sollst du halt vorher Die vielleicht Ausrede. einmal runterfahren, genau die Ausrede. Einmal runterfahren und dann Hütten saufen. Après-Ski. Super. Und sie ist sau wert dabei. Ja. So, dass du Riesenpflaster in der Ja. Apotheke noch hin musst. Na. Nein, nix. Man macht alles genau richtig. Soll jetzt natürlich so runterfahren, dass kein verletzt oder falls jemand mal hingefallen ist, dass er den noch sagt, wenn er auf der Früher immer Piste das liegt. Bisschen. Das hilft nichts, wenn wir jetzt die 10 Minuten. Dass wir durchradeln. Was war denn euer Tipp, am besten mit Snooze auf zum Hirn? Da schafft man es richtig. Da müssen wir jetzt einen anfangen. Rache-Auffanger. Ja, gut, Ganz du hast ja einfach. zum Snooze noch gefangen, weil du zum Rauch aufgehört hast, oder? Ja. Ich hab mein Dry January ist einfach ein Nicht-Rauch-January, weil nicht saufen ist wirklich echt gar keine Option. Und Rache ist das kleinere Übel, weil das funktioniert halt auch ohne zum Saufen, obwohl es eigentlich schon so der Holy Grail ist. Also Ja. ich verstehe das überhaupt nicht, wie ihr beide das macht, einfach nicht absolut nikotinabhängig zu sein. Weil wir es nicht kennen. Nur deswegen hätte ich einmal das während dem Saufen gemacht, dann weil. Also ich glaube, sobald du wirklich merkst, so dein
Gesicht innen verändert sie Ja. einfach und es droppt sie so schön langsam Richtung so Großhirn. Ich glaube, dann ist einfach Zeit. Das ist wie wenn du so Ja. Rauch, also wirklich viel rauchst und dann anfängst an Raucherhusten zu machen. Ja. Das ist einfach, glaube ich, so ein Zeichen deines Körpers. Jetzt ist, vielleicht sucht er was anderes, keine Ahnung. Es gibt so viele geile Sachen, wo man jeden Tag Ja. anfangen zum so Schnupfen, Ja. keine Ahnung. Geschmackszahnstocher. Ja, Meth. Ja. Hauptsache irgendwas konsumieren. Ja. Ja. Ich glaube, wir auch nicht, weil wir beide starke Raucherhaushalte kommen und das nicht so gefeiert haben. Ja. Weil wir im Freundeskreis keinen gehabt haben, der wo wirklich raucht. Also bei mir im Freundeskreis war es eher so, dass ich so eine wahnsinnige Abneigung gehabt habe gegen Rauchen, dass jetzt zu einer alle gesagt habe, wie uncool das ist und Ja. habe ich da ein bisschen mitgesungen, die Leute, dass nicht rauchen. Ja. Einige davon dann später schon geraucht, aber Ja. Ja, meine Mama hat aber gesagt, die darf rauchen und dann hat das kompletten Reiz verloren. meine Oma hat mir gesagt, ich krieg 1000 Mark Euro. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie Opa erzählt vom Krieg. Ja, ich glaube wirklich, dass sie damals noch Mark gesagt hat, dass ich, Ja. keine Ahnung, 6 oder so war. Wenn ich nicht rauche, bis ich 18 bin, aber das ist mir nicht schwer gefallen. Hilfe, mein Spätzle macht ein Dry February. Was soll ich machen? Rauch anfangen. Fangen Sie da an, ja. Dass ein Spätzle zum Saufen anfängt. Erstmal Rauch anfangen. Ja. Einfach als Gegenbewegung. schon. Einfach selber Sag- nur mehr. Ja, stimmt. Sag du, ich zerstöre mich selber noch mehr, Ja. wenn du jetzt was Gutes für dich machst. Ja, es ist Sehr einfach, es gesund. ist ja eine Teamsache. Ja. Einmal gibt der andere 80%, manchmal gibt man selber 80%. Es ist einfach ein Team-Effort. Ich darf zu einem hinfahren, egal zu, also am besten, wenn es schon dunkel ist, und dann also zu seinem Haus, und dann schauen, ob vor der Einfahrt irgendwo ein großer Steuer liegt und dann haust du ihm voll aufs Fenster. Ja. Und sagst, das hast du jetzt von dem 3 February, du Arschloch, Ja. du bist gestorben für mich. Brutal viel Geld gespart. Das ist jetzt richtig Was gut, ja. willst du? Die Frage ist, wie gesund, das ist natürlich gut für die Gesundheit, Ja. jetzt nur einen Monat zu pausieren, aber wenn du den Steuer den Scheißschädel kriegst, wie gesund bist du dann? Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, Ja. Ich bleib beim Rauch. kombinieren vielleicht. Ja. Ja. Aktuelles Problem, bin in der Schweiz und habe keinen, der mit 7 Euro pro halbe mit mir saufen will. Also 7 Euro für eine halbe ist ja international gesehen fast Durchschnitt, oder? Also zumindest in die englischsprachigen Länder, sage ich jetzt mal. Ich würde wirklich erst einmal auf die Supermärkte ausweichen. Ich glaube, auch da kostet halbe nicht Ja. 7 Euro. Und ansonsten, seien wir mal ehrlich, mal wieder. Ja. Jetzt, Ob jetzt 7 Euro Zeit oder 4 Euro. also, jetzt sauf ich, ja genau, ganz ehrlich, das ist halt ein Event und jetzt, also, du entscheidest dich auf ein Konzert zu gehen. Ja. Wenn ich diese Band singen will, dann zahle ich 40 Euro oder 70 Euro. Das ist mir scheißegal. Wenn ich singen will, dann ist mir das egal, ob ich 70 oder 40 Euro zahle. Wenn ich jetzt einen Abend Bier saufen will, natürlich saufe ich 10,5. Dann ist So mir willst du egal, ob ich 70 oder 40 Euro sagen. Ja, eben. Also du saufst halt einfach den Abend und dann könnt ihr am nächsten Tag drüber Schon. aufregen. Einfach mehr arbeiten, weniger rumheulen. Also in dem Fall deine Spätzle. Ich würde sagen, also Schweiz ist ja bei Fui-Sachen gesellschaftlich ein bisschen hinterher, aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch Selbstbedienungskassen in der Schweiz wahrscheinlich. Ja. Ah ja, da kann man gut sparen. Gott gab uns die Selbstbedienungskassen nur als einen Grund, um den 5-Finger-Rabatt zu wenden. Und Tut mir leid, ich piss mir. ja, Okay. Aber ihr könnt sie noch ein, zwei Fragen beantworten. Okay. So, habe ich nur eine Frage für die. mag's passieren? Nein, Ah. machst das schon. Grüß dich, Migi. Servus, Thomas, ist klar. Ja. Jetzt sind wir mal zu zweit. Ja, Passiert voll. selten. Gleich hol ich meinen Tonagel. Okay, wenn er es ernst genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren soll. Lies vor. Was soll man da, wenn man Suizidgedanken hat, die wieder anfangen? Es gibt genug professionelle Hilfe, an die Ja. man sie wenden kann dabei. Nimm's ernst. Das Leben ist so geil. Man kann so viele geile Sachen machen. Es ist nie, Ja, ist gut. ist nie ein Ausweg. Ab und zu ist es einfach nur Chemie in deinem Kopf, die wo nicht stimmt, dass du halt dann so Depressionen kriegst. Richtig. Was man vielleicht, wenn man Glück hat, mit Tabletten in den Griff kriegt. Und ich glaube auch ansonsten einfach immer schauen, ist das wirklich Fakt, was ich mir einrede? Sind die Sachen, die wo ich mir vorstelle, wirklich so schlimm oder sind eigentlich alle äußeren Umstände cool? Ist Familie am Start, sind meine Ja. Freunde da, ist der Job eigentlich gar nicht so kacke. Und auch wenn das alles nicht der Fall ist, glaube ich, sollte man immer lebensbejahend sein, weil es einfach viele Ja. Möglichkeiten auf der Welt gibt und einfach zum Arzt geht, zur Therapie. Rede mit deinen Freunden, rede mit deiner Familie. Therapie ist zum Glück kein Tabu mehr. Und
Ja, es gibt so viele Gründe. Außer du bist vor 1995 geboren. Dann Nein, auf. Mann. Genau. Und falls du wirklich massiv Probleme hast, dann kannst du uns ja nochmal schreiben. Wir verlinken Ja. eine Hotline in die Shownotes. Ja. Erinnert mich dran. Ja, mach ich. Der Reisi hört immer euren Podcast, nur hat er Angst, mal eure Musik zu hören. Da glaube ich, haben wir jetzt hier ein großes Dafür geliefert, auf jeden Fall, weil der Tom hier da mit in die Songs drin hängt. Und auch der muss weiterhin finanziert werden. Und deswegen war es auch gut, wenn ihr unsere Musik hört, weil das läuft zum Großteil in seine Tasche. Ich würde jetzt sagen 95%. Ja, Wir haben dann einen schon. sehr schlechten Deal abgeschlossen. Ja, wegen dem Deal, den wir mit Tom haben, nimmt uns kein Major-Label mehr, weil die sagen, da bleibt für euch nichts mehr hängen, sogar die haben Mitleid. Ich glaube, man müsste vielleicht auch mal ein bisschen eine Lanze brechen, um so das Leid, ich weiß nicht, ob Leid checken, wie wenig Geld man wirklich mit Streaming verdient. Ja, Also ich glaube, es ist halt voll cool, dass alle Leute irgendwie halt so den Zugang dazu haben und man kann in jeder möglichen Situation halt irgendwie jegliche Musik hören, die wo man mag, aber so ein Song, der richtig gut läuft, so bei euch oder bei anderen, was ist der hat 1 Million Streams und das sind dann halt umgerechnet 3.000 Euro, was sie erstmal viel anhört, aber der ganze Weg dahin, ein Song mit Produktion, mit Writing, mit Aufnehmer, mit Mixing, mit Mastering, die ganze Aufwand, den man sie macht mit der Promo und so weiter und dann teilt man es nur durch, was ist es muss ja alles zahlt werden. Ich meine, bei euch ist es ein bisschen anders, weil ihr könnt eure eigenen Videos produzieren, aber der Produzent muss zahlt werden, andere müssen einen Mixing-Engineer zahlen oder man verknechtet sie halt wie ich, dann macht das halt auch Person. Aber das ist am Ende wirklich wenig Geld. So, Ja. Guter Mensch, ja. ja, das ist eigentlich meine Pointe. ja. Deswegen Herz mehr, weil es kommt wirklich, wirklich wenig dabei raus. Ich glaube, das Schwierige ist wirklich der Weg dahin. Aber das hast du eigentlich früher gesagt, ja. Ja. Und ich glaube, viel Also Leute. wenn es einmal läuft, also sage ich, wenn du mal 1, 2, 3 gute Songs hast und dann weitermachst, dann rechnet sich Streaming schon. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist halt richtig krass. passiert, du kannst halt lang investieren ohne irgendeinen Outcome auf jeden Fall. Das ist, Ich weiß nicht, was war die Frage eigentlich? er hat gesagt, einer hört unseren Podcast, aber nicht er traut sich nicht unsere Mucke zu hören. Also ja, da muss ich sagen, für die Entscheidung. Ja. Es wird nur besser. Ja. Ja. Ja, du kannst ja nicht von zwei Sachen dann komplett abhängig werden, weil dann hörst du den Podcast und dann hörst du auch noch unsere Musik und dann wirst du ja, ich glaube, dass du dann so zum Gott absteppst, so, weil du hast dann alles erreicht, was man auf der Welt erreichen kann. Du hast halt auch keine Zeit mehr für irgendwas anderes, sondern lutscht dann halt einfach mal Schwänze am Kotti. Weil ich wollte noch irgendein Berliner, war Kotti, war das cool mit reingebracht? Kann man mal, aber da die erstmal nicht verurteilen. Na, ja, Nein, das war nicht wertend. ja, gut. Ja. Kurze Frage, sind meine Schuhsohlen dreckig, nicht, dass ich mich blamier vor der Kamera. Na, geht. Für das, dass du durch Berlin gegangen bist. Nein, ich wollte gerade sagen. Vor allem, ich war in der Bob. Okay, dann müssen wir uns schon verabschieden. Wir haben noch 1 Minute 30. Was hättest du noch, was war dein Problem gewesen, noch ganz kurz? Vielleicht? Also eigentlich sind da noch, wir haben 49 Minuten gehabt, oder habe ich es Ja. falsch im Kopf? Als ich gegangen bin, waren noch 39 da. Ah, okay. Dann, ich hab 4 Minuten Puffer. Weiß nicht, gar nicht. Okay, ja. Aber dann machen wir noch vielleicht noch 1, 2 Fragen von dir. Ja, können wir gerne machen. Ja. Also, ich glaube, das Offensichtlichste, was so am naheliegendsten ist, als jemand, der seine ganze Kindheit und sein früheres Erwachsenenleben irgendwie in Bayern verbracht hat und dann nach Berlin gezogen ist, ist er natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das abstrahieren kennt, aber als jemand, der aus Bayern kommt und wirklich nicht nur so, keine Ahnung, man kommt irgendwie aus Minga, aber es, keine Ahnung, die Eltern kommen Arbeit aus Hamburg oder sowas, und wenn er wirklich aus Bayern kommt, es begegnen auf jeden Fall viele Vorurteile. Das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem er zu kämpfen hat. Ist, dass online direkt einordnen in ein Beutel, was sie meinen, dass dem entspricht, dass jemand dabei ist. Also ich glaube, In Bayern jetzt. in Berlin. In Berlin, Ja, okay. es geht ja darum, dass ich praktisch in meinem Exil seit 7 Jahren bin. also ich glaube, Wunschexil. also ich kann mir vorstellen, es gibt halt 2 Bilder, die es so gibt, was Berliner jetzt von Bayern haben. Das war einmal so der schickimicki Bonzen-Münchner und einmal halt das traditionelle Also wie man es macht, rechte Ding. macht man es eigentlich, ja, Das sind meine Salamis, die im Bock. Ich möchte kurz Props verteilen für das Wort Wunschexil, finde ich großartig. Ja. trifft es auch wahrscheinlich auch. Ja, ich meine, aber wie man es macht, macht man es ja dann eigentlich falsch. Ich glaube,
weiß ich nicht, ob man dann an einem Ort wie Berlin nicht irgendwie, der wo ja für so Vielfalt und sowas steht, nicht eine gewisse, eine gewisse Toleranz erwarten kann. Naja, man Morna. Ich glaube, dass viele Leute einfach die sehr, sehr starke Vorurteile gegenüber Bayern haben, einfach Ja, wirklich noch nie in Bayern waren. Und wenn, dann waren es vielleicht mal irgendwie in Minga oder keine Ahnung, was ist im Hofbräuhaus oder auf dem Oktoberfest oder ja, sowas, was ja nur mehr eigentlich das bestätigt, was irgendwie schon da ist, weil es so kultige Orte irgendwie sind, so ja, wie halt irgendwie Wiesen oder so. Geht's? Ja, Ja, ja. super. muss gehen. Ähm, Was sind dann so gefühlt die, also wenn du das benennst, die Vorurteile, was die Leute haben? wahnsinnig viel Biertrinker. Nein, da muss ich da sagen, das ist jetzt gar nicht. Feldweg. Also, und da muss man sagen, da gelangt man schon mal ins Klo eigentlich mit dem Vorurteil, weil das stimmt offensichtlich Nein. natürlich überhaupt nicht. Und tatsächlich muss ich mir ja outen als jemand, der tatsächlich wirklich wenig Bier trinkt. Ja, Nicht, weil ich nicht mehr hat, sondern weil ich es einfach nicht so gut vertrage, wie halt andere sagen, aber ich kann deswegen ja nicht musst einfach nicht auf Saufen rechtfertigen. verzichten. Ja. Aber pass auf, das ist völlig in Ordnung. Bei mir ist exakt das gleiche mit Weißwürst. Ein Vorurteil, ein Bayer isst gern und viel Weißwürst. Ich bin nach 1,5 tot. Ich kotze, wenn ich mehr als 2 Weißwürste ist. Ja. Also du kannst nichts machen, das ist dein Körper, du musst ein kleines bisschen auf deinen Körper hören. Zu 99% sollst du natürlich ignorieren, aber diese 1%, der sagt, ist jetzt keine dritte Weißwurst, auf den her. Ja, fair. Also natürlich gibt es ja nur so, also ich glaube, die meisten Vorurteile sind halt so zugespitzte Stereotypen. Und dann, aber gleichzeitig in so die richtigen Momente nimmt man sie ja dann wieder so ein bisschen zu eigen hier. Ja. Also so Sachen wie so, ich werde dann irgendwie gefragt, ob ich Bock hab auf ein Oktoberfest in Berlin zu gehen. Also auf jeden Fall einen tiefen inneren Konflikt auf jeden Fall ausgelöst hat, weil dann ist natürlich meine Assoziation ist, ja okay, gut, dann muss ich jetzt irgendwie an Alexanderplatz gehen und dann ist es einfach nur so eine zugespitzte Version praktisch von dem, Ja. was man sich vorstellt. Und dann natürlich, großer Punkt, Sigma Trachto. Na, Auf jeden Fall ein Punkt. Und dann halt Leute, die wo das halt irgendwie dann so passiv feiern, käme man noch mit so der klassischen, ich war vor 6 Jahren mal irgendwie auf der Wiesn und haben mal bei C&A irgendwie eine Droch gekauft. na, Und dann magst du aber die Person sei, und das ist eine Frage, die dann kommt und sagt, na, ich hardline jetzt einfach und gehe irgendwie im gräsamen Hut und meine Knirstrümpfe irgendwie auf die Wiesen am also Alexanderplatz. ich find, dass unsere Tracht, vor allem dann in sowas ja schon, kann man schon repräsentieren, wie man es selber fühlt. Also wenn du dich dann nicht verkleidet fühlst damit in Berlin, dann da das Ja, aber bestimmt geh ich dann, bin ich das Arschloch, wie der dann sagt, na Mann, ich finde, das ist einfach keine Tracht nicht. Ja, bist du, meiner Meinung nach. Also du hast recht damit. Ich tat wahrscheinlich, wenn mir jemand fragt, hey, was sagst du zu meiner Tracht, dann sage ich, nette Idee, aber ist komplett wack. Aber ich tat jetzt nie zu jemandem hingehen, vor allem wenn jetzt in Berlin so ein Oktoberfest oder so verschnitten ist und sagen, du, das ist gar nichts, das tragen wir nicht, sowas taten wir niemals tragen, sondern Ja, da unkommentiert lassen, tat ich jetzt wahrscheinlich mal. Aber ich schätze irgendwie, dass du das genauso machst. ich meine, es sind ja 99% der Leute, die wo dann Ja. halt anders umlaufen. Es geht Aber eher das darum, ist wie halt- gehe ich in meinem Freundeskreis damit um, wenn Ja. dann so Sachen rausgezogen werden, wo ich mir denke, das hat wirklich mehr mit irgendwie Chanel zum da, wie, keine Ahnung, irgendwie ein Trachtenlohn in Lingris. Also ich Das ist meine, ein innerer Konflikt auf ich jeden sage Fall. halt, dass sie auf jeden Fall kulturelle Aneignung begehen. Ja. Ja. Und dass Damit kommt man in der Regel ziemlich weit auf jeden Fall mit dem Begriff. Ja. Ja. Absolut fair. Ich verstehe auf jeden Fall den inneren Konflikt. Ja, weil man mag ja nicht, also irgendwie mag man sich ja so ein bisschen loslösen davor und dann nicht Ja. nur als jemand wahrgenommen werden, der einfach nur aus Bayern kommt. Ja. Und andererseits in andere Kontexte merkt man dann mal wieder, boah, es ist wirklich krass enorm drin. Man kriegt es einfach Ja. nicht raus und es ist dann doch irgendwie ein Stereotyp, was. Hey, kannst du mir erklären, wer ein Bundesland das macht, dass ihr irgendwie kein Minus macht mit einem Produkt? Das ist doch gar nicht möglich. Aber das ist ja, also ich muss sagen, um mal ein Lob auszusprechen, ich finde, du hast da einen perfekten Mittelweg gefunden. Wenn du bei uns in Lengres wieder bist, merkt man zu 100% den Bayern. Und wenn wir hier in Berlin sind, natürlich auch, aber es sind einfach, ich finde, du mixt das ganz gut. Also ich finde, du löst das eigentlich ziemlich stark. Du bist natürlich dieser woke Berliner einerseits.
Und andererseits trotzdem nur dieser Urbayer. Also in der Theorie bist du vielleicht Evolutionsstufe weiter. Kann sein. Nimm ich mal einfach genauso. Ich glaube, das waren jetzt. Das war perfekt. Ende. Nimm ich genau so. Timeout. Die letzten Worte hat wie immer. Nein, hier hat die letzten Worte gar nicht der Harry. Nein, heute hat die letzten Worte der High Noon, aka der Tom. Danke.